Soest, ne wunderbare Stadt. Wij vandaag in Soest ne stadführung mitmaken van der alten Mühle am großen Duike und an der Soestbirke hier nur den schönen alten Kerken, Maria zur Wiese, Maria zur Höhe und nur der mächtigen Patroklidaum, da kümmert ihr Bestaunen nicht reut. Und wij uns am Sonntagmorgen im bovensten Stock vom Marienhospital im Fenster kuiket und hat die großartigen Kerken und Towers von Soest für Augen, die freut sich über alle Morten, wann dann op mal de Glocken te loeien anfanget, man hört alle Kerkenglocken te helpen singen und klingen mit ihren Deipen und hellen Stimmen, dann kann man bloß lustern und stille sein. Soest ist eine wunderbare Stadt. Soest prahlt mit seinen großen Schätzen in der historischen Zeit. Kerken und Towers, Fachwerkhäuskes und mit rein bewassene bemooste Mäuern, Wälle und Kräften und ein Labyrinth von schmalen Gassen. Schmalkästchen, Herr Feldmanns Ise von Köpke für Soest sagt. Die Zeugen ihrer Vergangenheit von Soest im Mittelalter, die kuiert und schreibt auch von Tagen her ihre eigene Sprache. Soest ist nicht eine, Soest ist viele Reisen wert, nicht alleine in den Kermestagen. Theaterspiel im Mittelalter. In Soest macht es sich nu alle 2 Jahre Spaß mit dem Spiel von der großen Fede. Das ist ein Theaterspiel im Mittelalter. Ein Spektakel, wo de ganze Stadt op dem Schorken ist und mitmaket, wo Tausende von Leuten hinkommen, über das Glasäuer mit zu erlernen, wo der Kermisse. Da Spaß, da bessert nur Soest henne. Es geht weit und sollt keine Stadt, wo das Mittelalter sehr in den Posten stieket, in Soest. Van Leiferts Arnold van Soest boer Enkesen, ne levere, daar boer dem waan werks, wat ze immer de Fede maket, wisse mit dabei. Arnold hat sich ne mittelalterliche Montur antrokken, für dat alle Rad hier staan gaan, und henne plattdeutsch Ansprache hollen über de ehrenreiche Stadt, über die glorreiche Zeit von Soest und über die lange Tradition und große Vergangenheit. Er redeuert vom Stadtpatron Sünte Patroklus, von der alten Kirche, vom Patroklidaum und über alle Schönheiten, die es gibt in Soest. Leiferts Arnold macht sich nur wohl von der Boven dat Leben und Träumen op dem Marktplätze, op Straßen und Wellen, in Gassen und Kräften bekuiken und hat wisse so'n Spaß an der Mittelalterspiel von Soest. Dai Tollpost. Luje, keiner, der uns von Tage wat vertellen will von der Fede in Soest, ist uns selbst mit Bullwest. Die meisten Mäsken, da sich in Soest Spaß machen bei dem Spektakel und Spiel im Mittelalter, die Frauen nicht lange, was damals wirklich passiert ist. Ob der Haar in Köpke, da steht ein Lindenbaum, was der Tollpost da sagt. Habt ihr den alten Lindenbaum, den Tollpost, nicht gekannt, der an der alten Heeresstraße seit grauen Zeiten stand? Er hatte Jahre viel gesehen, der Menschen Leid und Glück, sah Fröhliche von dannen gehen und weinte zurück. Sehr steutet immer Gedichte von dem Heimatdichter Aligus Feldmanns Ise von Köpke. Der Tollpost, der ist jahrelang
des Zollstädte West, zwischen Soest und dem Kölner Seeverlande. Dai Tollpost, dat was ein Kind von der Fehde in Soest. Soest hat eine Fehde mit Dietrich von Moers, dem Erzbischof von Köln damals überstanden. Soest hat seine Freiheit bewahrt. Ja, in Soest schmierten sie die Köpfe Hauge und waren stolz, dass zu dem Dietrich von Moers, dem obsternötsken Drachen, die Terne Wiesen haben. Und da hat sie sich inrichtet und waren kontent und zufrieden in ihrer splendid isolation. Aber etwas ob der Haar, ne elken Schlachtbaum, zwischen Soest und dem Kölner Seeverlande. Dai olle Tollpost, hei wundert sich, wenn hei do boven von der Haar dat Spektakel seut, was in Soest mit viel Plezier über de Fehde maket. Rainald von Dassel und Philipp von Heinsberg. Ja, dat is de Sache. Mein Köpke am Tollpost steut und let de Sonne echt sich, da seut die herrliche Silhouette von Soest mit den vielen Kerktowers von der ehrenreichen, geschichtsträchtigen Stadt. Da seut, dass Soest im Mittelalter eine Großstadt west ist. Und die Geschichte echt sich hört, es ist keine Stadt im Westfalen. Da kann sich ein Bild malen von der alten Zeit. Die Erzbischöfe von Köln, Rainald von Dassel und Philipp von Heinsberg, die haben damals in Soest ihre zweite Heimat. Soest was ihr Castel Gandolfo. Rainald von Dassel und Philipp von Heinsberg, da sind der Leute keine Hände gekommen und hat alles für Soest getan. Soest was ihr Kleinod, ihr Schatz, ihr Goldstück. Was aber sehr viel wert ist, dat man mehr beschützen. Und drum hat die beiden Erzbischöfe lauter mithelfen, über die Stadttrümmer, Wälle, Mauern und Towers zu bauen. Soest zu einer Festung zu machen. Dat wird sie in Soest auch von dagen her. Und darum machen sie ja alle Jahre dat Philipps Erden im blauen Saal. Wann bloß der Dietrich von Moers nicht kommen wär. Der olle Tollpost ob der Haar, der stand da viele 100 Jahre. Er hat uns Antwort, steut uns Rede, vertellt uns von der Soest'schen Fehde. Schlagbäume härtet all Leute geben, damit machen die Menschen sich schwer dat Leben. Sehr viel steut aber faste. Soest hat sich mit der Manöver von der Fehde kein Gefallen getan. Ja, et hat auch Schaden von hat. Da hilft mir gar nicht lange über zu spekulieren.